Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder hier sind. Spezielles Video heute, ich weiss. Season 10, eine Waffentierliste, ist mir sehr wichtig gewesen, die zu machen. Oder so schnell wie möglich zu machen, um wirklich eines der ersten Leute zu sein, der das macht. Ich denke nicht, dass das groß sich wird verändern im Laufe dieser 90 Tage, aber ja, Kritik ist sehr erwünscht. Vielleicht Waffen, die ihr gerne anders gesehen hättet. Wäre sicher cool, wenn ihr das würdet schreiben. Und ja, ich will euch nicht zu lange fesseln, sondern zeige euch einfach mal schnell die Liste. So. Ohne irgendwelches langes Geschnurren, die Waffe ist die Tier, die Waffe ist die Tier. Das ist meine Tierliste. Und es muss vielleicht ein bisschen wirken auf den Anfang. Aber ich erkläre jetzt von oben nach unten, wieso die Waffe dort ist, aus meiner Sicht. Und wer keinen Bock auf das ganze Geschnur hat, ich versuche einen Timestamp zu machen. Also ich wirklich versuche es, noch nie gemacht. Wenn wirklich jemand nicht mit meiner Meinung einverstanden ist, für irgendeine Waffe, dann sollte er dann auf die Timestamp gehen können und dann schnell schauen, was ich dann über die Waffe gesagt habe und begründet habe, wieso dass ich die dort sehe. Ja, ich mal schauen, ich mache das mal in einem Take durch, werde jetzt wahrscheinlich aber wohl oder übel wegen Versprecher schneiden. Und wenn ich es nicht muss schneiden, Alter, dank dir, Mann, danke mir. So viel Arbeit gespart, aber mal schauen. Schneiden muss ich eigentlich immer sehr gerne. Also, es sind sich, glaube ich, alle einig in Apex und also jeder, der Apex spielt, weil es die beste Waffe in dem Spiel ist. Und es wäre komisch, wenn ich die Waffe nicht über alle anderen Waffen stellen muss. Das wird von anderen Leuten auch als in anderen Tierlisten, Leute, die auch Tierlisten machen, wird sogar als eben Kraber-Tierlist bezeichnet. Es ist ganz klar, dass Kraber über allen Waffen steht. Sie ist nicht die beste Waffe im SG1, sie ist nicht die beste Waffe in irgendwelcher Form, aber sie kann auf jeden Fall das Spiel entscheiden, sie kann Gunfights entscheiden. Sie ist wahrscheinlich die wichtigste Waffe im ganzen Spiel, wenn ein Squad, also die Squad, 3 Krabers hätte, was ich gar nicht weiss, ob es überhaupt möglich wäre, so viele Krabers in einem Spiel zu haben, dann ist das Game eigentlich gewonnen, weil solange der nicht wirklich Himmel verschmeißt, das Zeug, die Munition, dann, und einfach den Leuten auch in kleinen Zeichen schießen, dann die Leute werden so schnell werden einfach safe aus. Ist der Versprecher, let's go. Die Leute werden einfach aus Heals auslaufen und Kraber hittet einfach wie ein Truck und Headshot ist Headshot und ein Knock ist so wichtig in diesem Spiel. Ein Knock entscheidet, ob du das Team pussisch. Ein Knock ist einfach so entscheidend, ob du das Team pushst oder nicht. Und Kraber tut das eigentlich in einer aussichtslosen Situation, kann die das Spiel wenden. Und darum S+, ohne welche Diskussion, ist mir scheißegal, wenn du nicht kannst aimen, aber das liegt dann an dir und nicht an der Waffe. Mein Bewertungsschema ist eigentlich davon ausgegangen, dass ich die Waffe bewertet habe in ihrem Status ohne Attachments und dann mit Attachments und dort eigentlich so ein bisschen einen Schnitt gezogen habe. Und klar habe ich dann das mit Attachments dann ein bisschen höher gewertet als die ohne Attachments. Aber da würde ich vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Anyway. 301 muss ich die Waffe irgendjemandem vorstellen. Es ist ein Laser. Sie ist die Waffe, wo wahrscheinlich am einfachsten gute Games hinbekommst. Ich weiss noch, Season 7 hat eine goldige 301 gehabt. Das ist aus meiner Sicht sogar die absolute Cheater, respektive Gottwaffe gesehen. Und selbst nicht in Gold, sondern mit alles Purple, Purple Mag, Purple Barrel, Purple Stock mit dem richtigen Visier neben dem Zweifachvisier. Das ist eine Waffe, wo man nicht irgendwie neu mit sonst so findet. Und ganz ehrlich, wenn ich lande und eine 301 in meinen Fingern gerade sofort habe, dann weiss ich, das Game fängt schon richtig geil an. Und aus meiner Sicht ist es die beste Primary im ganzen Spiel. Na klar, wir haben noch andere gute S-Waffen, aber so vom allgemeinen Verbrauch her, auch vom leichten Munition her, ist es auf jeden Fall
die beste Waffe im Spiel. So. Dicht gefolgt von der 301 ist eigentlich ihr schwerer Bruder, schwere Munitionsbruder, Flatline. Flatline persönlich eigentlich fast meine Lieblingswaffe im Spiel. Gleich hinter der 301 Grund dafür ist, hat ein bisschen ekelhafteren Rückstoß. Grund dafür, sie hat kein Barrel, die Waffe. Ich bin ehrlich, ich denke, wenn Flatline ein Barrel hat, erstens mal, weil das eine Waffe verboten gehört, ein Flatline mit Barrel. Aber ein Flatline mit Barrel, das wäre wahrscheinlich nochmal eine Stufe schlimmer als 301, respektive geiler. Und da können wir, glaube ich, froh sein. Also die einen können froh sein. Ich denke, viele werden froh sein, dass da kein Barrel drauf ist, weil das wird wahrscheinlich sonst entweder die Waffe, sie will genervt werden, oder sonst in einer anderen Art angepasst werden. Und wir wollen es eigentlich so behalten, wie sie ist, Flatline. Sie hat einen sehr guten Rückstoß, wo man sich sehr einfach einprägen kann. Aber sie ist doch, was so Benutzerfreundlichkeit anbelangt, nur ein ganz bisschen schlechter als 301. Und bei mir ist eigentlich klar, wenn ich mit der Loba drop und ich meine Ult gerade sofort platzieren kann, dann schaue ich eigentlich am Anfang, also sagen wir es mal, so gehen wir davon aus, Loba droppt, ich mache meine Ult, ich habe noch keine von diesen beiden Waffen in der Hand. Und ich sehe, keine Ahnung, meine Mates haben beide leichte Munition. Und ich sehe eine Flatline im Vault, respektive in meinem Black Market. Dann nehme ich Flatline und nehme die alle Heavy mit, die ich habe. Umgekehrt genau das gleiche. Haben meine Mates Heavy, ganz viel Heavy. Und ich sehe eine Trenolines im Black Market, dann nehme ich Trenolines und nehme die ganze Lichte raus. Und so tun wir es eigentlich immer ein bisschen ausgleichen mit meinen Mates. Ich kann mit beiden Waffen sehr gut leben, ich liebe beide Waffen. Und bin immer froh, wenn ich irgendeins von denen habe. Aber Flatline ist sicher ein Punkt. Also wenn 301 Punkte hat, dann hat Flatline 300 Punkte. Aus meiner Sicht. Schwierig, echt schwierig. Was man sicher muss sagen, Spitfire. Spitfire hätte ich nicht gedacht, dass ich die so hoch einschätzen. Grund dafür ist sicherlich, dass sie jetzt ein Care-Package-Waffe ist, also eine rote Waffe. Ihre Nerf, die sie bekommen hat durch die ganze letzte Saison, also durch Season 9, da haben sie rückgängig gemacht, was ich sehr gut finde auf eine Art. Das heisst, sie ist wieder auf Season 7 Niveau und ich glaube Season 7 ist die Season von der Spitfire, das ist die schlimmste Waffe am Spiel. Die ist so gut gewesen und so einfach zum Spielen. Ihr Rückstoß ist wieder so wie Season 7. Ihr Magazin ist wie Season 7. Ihr Damage ist wie Season 7. Es ist Season 7 Spitfire und die hat geslappt. Das ist wahrscheinlich eins von den wenigen Waffen, wo man mit einem Magazin das ganze Squad kann wipen. Und da muss sie dort, wo sie ist. Und ja. Ich sage mal, Care-Package-Waffen sind trotzdem hinter der Trenolines und der Flatline. Ganz einfach, weil eine Flatline und Trenolines habe ich gerade von Anfang an. Ich kann die dann schon brauchen. Ein Spitfire und ein Alternator, der dann nachher gerade kommt. Bei denen ist es immer so eine Sache, wenn zum Beispiel noch 10 Squads sind und ich bekomme schon einen Spitfire, nehme ich die dann mit, weil habe ich dann noch genug Munition bis zum Schluss. Weil das Munition, wir haben glaube ich 300 Schuss, also mit dem ersten Magazin schon drin. Also insgesamt hat man glaube ich nebendran 245 Munition. Und das muss dann, kann dann sehr gut sein, dass es nicht langt für einen Spitfire. Spitfire ist sowieso dafür. Und ja, also wenn es noch 3 Squads sind und ich vielleicht nicht gerade viel Heavy habe in meiner Flatline oder Light in meiner Trenolines, Digga, dann nimm die Spitfire und mach das Beste daraus. Es ist sicher keine schlechte Waffe und so in dem Status, wo sie jetzt wieder ist ein No-Brainer fast schon. So. Eins von meinen Hass- und Lieblingswaffen gleichzeitig. Ich liebe die Alternator. Ich habe mit der Season 0, das ist so ein bisschen mein Baby gesehen. Genauso wie Season 1. Und alle haben mich ein bisschen ausgelacht mit der Alternator und immer gesagt, Mama, die ist geil, ich habe auch 99 nicht so gern.
Und dann ist Season 2 gekommen, habe ich aufgehört und dort ist das Alternate der absolute Albtraum gewesen. Also es ist die schlimmste und beste Waffe gesehen in dem Scheißspiel mit dem Hop-Up. Und kannst dreimal roten, die Waffe ist im Care Package und das Hop-Up ist wieder drauf. Das heisst, mit mehr Schaden auf Schilder, Digga, mehr Schaden auf Schilder. Wenn du die Waffe bekommst, gegen noch 2 andere Squads, Digga, nimm die Waffe. Die anderen Gegner haben sehr wahrscheinlich Rotschild. Du machst mehr Damage auf dem roten Schild. Deine Gegner werden einfach weggemeldet. Der Rückstoß ist inexistent. No-Brainer. Absoluter No-Brainer. Grund, wieso dass sie hinter der Spitfire liegt, ist ganz einfach, weil ein Alternator muss man irgendwann mal nachladen. Hingegen ein Spitfire, ja, wir wissen, wie die Spitfire ist, von dem her gehen wir da nicht weiter drauf ein. Alternator, sehr starke Waffe, jetzt gerade in Season 10. Und auch das, wenn sie gesehen ist, in einem Care Package. Und es langt, die Munition langt bis zum Ende vom Game, dann nimmst du Alternator einfach mit. So. Habe ich gesagt, Alternate ist meine Lieblingswaffe gewesen, Season 0 und 1. Digga, vergiss das gerade wieder. Prowler ist back. Prowler, ja, diese Waffe so vermisst. Als ich zurückgekommen bin auf Apex und gesehen habe, dass Prowler im Care Package ist, habe ich gedacht, nein, bitte nicht, ich will die Waffe wieder. Und ich habe 2 Saisons müssen spielen. Und was haben wir? Prowler ist back, Grounded Loot. Und sie ist broken, denn wie ich sage mal, wenn du es mit Controller würdest spielen, ist sie vielleicht nicht so geil für dich. Weil ich sage mal, schon damals hat man Diskussion gehabt mit dem Hop-Up, Full Auto oder Burst. PC-Spieler sind ganz klar für Burst gesehen. Bin ich auch der Meinung dafür. Aber bei einem Controller ist man dann doch auf der sicheren Seite gesehen mit Vollauto. Macht auch ein bisschen Sinn. Ist ein bisschen einfacher so. Aber ja, das Hop-Up gibt's nicht in Season 10. Das heisst, die Waffe ist Burst Only. Was auf dem PC dir nicht wirklich mehr macht, weil du willst das so noch mit dem Burst spielen. Also das heisst, die Waffe kommt aus dem Care Package, hat praktisch 0 Anpassungen. Also ist eigentlich immer noch eine Care Package Waffe. Einfach, dass du jetzt am Boden findest. Gönn dir, Digga. Gönn dir die Waffe. Das ist ein absoluter Traum. Und ja, sie ist Close Range, absolutes Monster. Und aus meiner Sicht wird die beste Secondary sein im ganzen Spiel. Für die Saison wird in Predatoren in Pred-Lobbys, Master-Lobbys wird die sehr wahrscheinlich überall anzutreffen sein, aber wahrscheinlich oft als Secondary, um einfach die Leute zu finishen, weil das Hitfire von dieser Waffe, sorry, es gibt glaube ich keine Waffe hier in Apex, wo einen krasseren Hitfire hat als Prowler. Ist ein absoluter Traum. Nicht mal Diva macht so viel Damage im Hitfire. Und ja, was soll ich sagen, ich liebe die Waffen und auch wenn Burst, gönn dir einfach. Gönn dir. So. A-Tier. Immer noch absolut geniale Waffe. Ich sage es jetzt schon bis B. Es ist jede Waffe von der Kategorie, von der Liste ohne Problem spielbar und wird sicher gebraucht. Ob die B-Kategorie genauso wie der A-Kategorie dort noch Waffen dabei sind, wo vor allem im kompetitiven Spielstil gebraucht werden, kann man annehmen. Aber ich denke, sie werden nicht so häufig angetroffen werden wie in der S-Tier. Also vor allem bei Adrenalines, Flatline und Prowler. Darum hätte ich gesagt, eben Eva als zweitbeste Secondary hinter der Prowler. Also wir gehen eigentlich davon aus, also ich würde schon davon ausgehen und sagen, dass die meisten Leute werden mit der Adrenalines und mit der Flatline als Hauptwaffe spielen und mit der Prowler oder der Eva als Secondary spielen.
Hat sich schon in den ersten 2 Tagen ganz klar abgezeichnet für die Profispieler, die ich schon zugeschaut habe. Ihr allgemeines Empfinden und auch mein Empfinden ist immer noch, dass die Eva eine sehr gute Secondary ist. Sie ist genervt worden. Allerdings ist nur ihr Aufsatz genervt worden, also ihr Bolt. Das heißt, sie schießt nicht mehr so schnell mit dem Purple Bolt, aber sie schießt immer noch genau gleich schnell ohne Bolt. Ja, der macht immer noch viel Damage und ist immer noch im Ace Case immer noch sehr stark. Also, wenn nicht gerade Heavy also dabei haben mit einer Prowler und wirklich nur ein Stack Schrotflintenmunition haben in deinem Inventar, ja, dann gehst du mit der Eva, machst nichts falsch. Und ich denke, das werden auch ganz viele andere machen. Ich denke, bis jetzt könnte man eigentlich sagen, dass viele Leute mir werden zustimmen. Aber jetzt kommt die erste Waffe, wo wahrscheinlich mir Leute werden sagen, dass ich falsch liege. Und darum muss ich mir jetzt erklären. L-Star. Uff. Eins von der besten Waffen in Season 10. Also sie wird eins von der besten. Also nein, nicht sie wird, sie ist. Eins von der besten Waffen in Season 10. Sie hat jetzt den Barrel, sie hat das Magazin. Sie hat durch den Barrel weniger Rückstoß. Ihre Kugeln machen weniger Effekt. Das heißt, man sieht besser, wohin das man schießt. Mit dem Magazin. Das Magazin funktioniert jetzt so, dass die Waffe länger schießen kann. Als vorher macht ja Sinn, sie hat ja kein richtiges Magazin, sondern einfach schluckt ja die Magazine einfach, also ein Infinite-Magazin in dem Sinn, wo einfach overheatet. Digga, mit einem violetten Magazin schießt, ich weiß auch nicht, wie viele Bullets raus, irgendwie 40 oder so, ja, also nicht zählt, aber sie funktioniert wie ein SMG auf Close Range, sie funktioniert wie ein Assault Rifle auf Long Range. Sie ist relativ präzise. Sie hat eine hohe Feuerrate. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen. Das Einzige, wo die Waffe wirklich zurückhaltet, ist die Energy-Munition. Wenn die Waffe keine Energy-Munition mit haben, ich weiß nicht, ich hätte es vielleicht sogar höher eingestuft. Wirklich das grosse Problem ist, das Problem habe ich natürlich nicht als Loba-Main, ist, dass halt Energy-Munition gegen Ende zu nicht mehr so häufig anzutreffen wird. Allerdings, da Delstar jetzt doch um einiges besser ist, als viele Leute das erwartet haben, und ich denke auch, dass sie doch gegen Ende zu noch Leute werden spielen. Also die letzten Squads kann es immer noch einen geben, der eine in der Hand hat. Und wenn du dann killst, hast du dann auch wieder deine Energy-Munition. Von dem her, ja. Man muss es sauber spielen. Man muss einfach sauber spielen. Man muss sie mal voll ausstatten in der Arena und mal voll ausstatten auch mal in der Firing Range. Und einfach mal schauen, wie die Waffe ist. Ich sag dir, Season 7 habe ich die Waffe in F-Tier gesehen. Ich habe sie gehasst, ich habe nichts gesehen beim Schießen. Ich als absoluter Noob. Ich habe die Waffe so behindert gefunden. Und jetzt, wenn du Rampart bist und ein Loba als Teammate hast, Digga, wieso solltest du nicht L-Star nehmen? L-Star ist das beste LMG, wo man so auf dem Boden aufnehmen kann. Der einzige, der limitiert ist Munition. Und ja, Time to Kill ist wahnsinnig. Und ja, ich glaube, ich rede zu viel über sie. Einfach nur positiv. Ich habe nichts Negatives. Das wirklich Negative ist das Energy-Munition. Das einzige. Keine Flaws, nichts. Aber damit ihr nicht völlig ausrastet, habe ich sie in A-Tier da hinter der Eva. Einfach. Weil L-Star ist dann auch noch so ein Ding. L-Star, willst du das Secondary brauchen, willst du das Primary brauchen, spielt nicht so eine Rolle. Du kannst sie brauchen zum Leute finishen, aber du kannst sie auch brauchen zum Leute andamagen. Ist dir überlassen. Rampart, ja, die überlegen nicht lang, die brauchen beides. Finishen und Damage machen, weil die können, glaube ich, mit einem violetten Merk, ich weiß gar nicht, wie lange die mit dieser Waffe schießen, aber sehr lang. Sehr lang. Und das macht sehr viel Spaß. Und ich bin ein großer Fan von L-Star.
Havoc sehr, ja, ich sag mal, doch eher schwierige Waffen zum Spielen. Ähm, Profispieler sind krass mit denen, also sie spielen sie selber auch nicht so gern, weil sie wirklich doch, ja, nicht so der Lieblingsrückstoß hat. Ohne Turbocharger eben den Anlauf haben, bis sie kommt. Aber wenn sie dann mal da ist, im 1 gegen 1 und auch mit Turboladen im 1 gegen 1, ist wahrscheinlich dann so der höchste Time to Kills, wenn man alle Kugeln trifft. Und da spricht einfach die Havoc, sie ist einfach wirklich ein bisschen schwieriger zum Bedienen. Wenn es darauf ankommt, dann würde ich eine aufnehmen. Nicht ist es nicht so mein Fall, aber auch schon in der Arena. Also, wenn es ein Vollkit ist, ist es sicher ein Surprise für deine Gegner und ich bin sicher schon oft von der Havoc absolut in 2 Sekunden weggeschmolzen worden, weil Turbocharger meldet. Und die Waffe hat ein großes Magazin und Hitfire ist auch nicht schlecht. Also. Allgemein, Assault Rifles sind ganz weit oben, ist die beste Waffenkategorie in dem Spiel. Und ja, wer das nicht weiss, der ist ein bisschen auf dem verlorenen Posten. Vault. Viele Leute lieben die Vault. Und ich verstehe, wieso man die Vault gerne hat. Ich verstehe es. Und ich habe sie auch oft versucht zu spielen. Ich habe sie jetzt dorthin, weil ich weiss, sie hat es verdient. Aber Leute, ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal noch ein Bild einfüge, jetzt zum Beispiel gerade hier, aber ja, erwartet nicht zu viel von mir. Irgendetwas an der Wall stört mich einfach und das ist vor allem der Effekt, den sie hat beim Schießen, die blauen Blitze aus dieser Waffe rauskommen. Ich weiß nicht, was es ist, aber wenn ich mit dieser Waffe schieße, habe ich oft das Gefühl, dass die Effekte von dieser Waffe mir einfach ins Visier reinleuchten und ich weiß, ich bin nicht der beste Spieler, aber mir lenkt das mega ab. Wirklich einfach schon nur das. Ich weiß, jede Waffe hat einen Feuerstoß, logischerweise, durch den Schuss, aber ich finde bei der Volt stört mich das wirklich sehr und ja. Sie ist ein sehr gutes SMG, ist sicher das zweitbeste SMG. Ganz klar hinter der Prowler, wirklich klar hinter der Prowler. Für Controllerspiele vielleicht dann doch eher das bessere SMG, eben je nachdem, was für einen Triggerfinger du hast. Aber ja, eben, es ist auch wieder das Problem mit der Energy-Munition. Mit dem Energy-Verbrauch und ja, also ich würde es sicher aufnehmen, Early Drop, aber auch die Vault sehe ich jetzt doch eher selten gegen Ende vom Spiel, auch im kompetitiven Bereich und sie ist eine gute Waffe, sie ist sehr auch auf Long Range einsetzbar, auf Close Range, aber sie ist dann doch für meinen Geschmack eigentlich in einer guten Position, aber ist nicht der Fall für mich. Triple Take. Ja. Bei weitem nicht so gut wie irgendeins von den anderen Care Package Waffen. Ist die Waffe, wo ich tatsächlich nicht aufnehme in der Care Package. Oder doch eher selten. Ich habe es versucht, ich finde es wirklich okay, eben wirklich nur okay. Ist wirklich einfach eine Secondary-Waffe und wenn du eine bessere Secondary hast, wie zum Beispiel ein Prowler oder eine Eva, ist dann schon froh, wieso sollte ich die Eva oder Prowler abschießen für einen Triple Take, wenn ich jetzt wirklich ein sehr dummes Sniper-Team habe gegeneinander oder man wirklich eine gute Sniper-Position hat, wo man halt wirklich auf die längere Distanz das Team kann Schach halten und so sich Position auf High Ground kann sichern und das Spiel so zu gewinnen. Ja, dann würde ich sagen, ja, macht der Triple Take Sinn. Aber ganz ehrlich, die meisten Leute, wenn sie Triple Take sehen in Care Package, denken sie zuerst Kraber freuen sich und dann merken sie es Triple Take und dann haben sie richtig den Abpiss und würden so am liebsten die Waffe von der Map schmeißen. Also mir geht es so und es geht anderen auch so. Und ja,
sie ist gut. Sie ist gut, aber es ist leider dann immer gleich ein bisschen eine Enttäuschung von einer Waffe, weil es ist eine Care-Package-Waffe und sie fühlt sich okay an und sie ist leider halt einfach kein Creeper. Oder auch zum Glück, also ja, je nachdem auf welcher Seite vom Visier das man steht. Aber, sobald wir noch etwas Gutes gesagt haben für Triple Take, nicht Shitstorm zu kassieren, abgesehen von der Kraber die zweitbeste Long-Range-Waffe. Aber es ist eben ein Care-Package und darum, ja, ist wie es ist. Ich liebe die Waffe, die jetzt kommt. Ich liebe sie wirklich. Habe ich schon seit auch in Kontrollezeit geliebt. Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken gemacht, was ich zu der G7 soll sagen. Schon vorher, das war eines der ersten Waffen, die ich versucht habe, so einzuschätzen, einzukategorisieren. Ganz knapp auf der A-Liste, weil ich finde, die G7 ist die beste Long-Range-Waffe im ganzen Spiel. So, und wieso denke ich das jetzt? Also, es gibt mehrere Gründe. Grund Nummer 1. Leichte Munition. Leichte Munition ist immer. Du hast immer leichte Munition. Also im Vergleich zu einer Sniper einfach schon mal viel besser. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann halt, eben wenn du jetzt nicht Loba bist, oder? Und auch kein Loba in deinem Team hast, dass du dann irgendjemanden killst und der mit Sniper-Munition nochmal läuft, ist nicht so groß. Weil Sniper allgemein ziemlich useless sind in Apex. Wirklich, also wer das nicht verstanden hat, der spielt das Spiel einfach falsch. Wir reden jetzt natürlich von Battle Royale. Und im Battle Royale ist es halt so, wenn du Damage machst, gegen ein Team weit weg, und das schießt auf dich mit Sniper, dann ist das eigentlich wie so ein Damage-Farmen, einfach in schlecht. Und du weißt nie, wie viel Heals das gegnerische Team noch hat. Das heisst, du kannst für 10 Minuten lang vom einen Ei zum anderen Ei über snipen. Es ist das langweiligste, was es gibt am Spiel. Bis überhaupt irgendetwas passiert, ist der Ring schon da und hat die gekillt. Ja, und darum sind Sniper scheiße, darum ist auch kein Sniper irgendjemand high-graded. G7 ist Mid to Long Range und das, was Long bezeichnet, was ich als Long bezeichne, ist der letzte Punkt, also an dem Punkt, wo die Waffe effektiv ist oder aufhört, effektiv zu sein, dort hört das Spiel eigentlich auch auf, effektiv zu sein, auf die Distanz überhaupt noch zu schiessen. Also wenn du mit der G7 deine Gegner nicht triffst und sie auch nicht kannst staunen, dann ist die Distanz zum gegnerischen Team zu weit. Wieso? Wenn du die Person dort hinten knockst, und das sind 3 Leute, am besten du hast noch den Octane dort hinten genockt. Und der Octane hat eine Lifeline in seinem Team. Weißt du, wie schnell dass der Octane wieder auf seinen Beinen steht? Ja, 5 Sekunden. In diesen 5 Sekunden musst du also die Distanz, die du mit einer Long-Range-Waffe auf die Distanz hast, musst du halt wieder zurücklegen können. Und wenn du nicht ein Jump-Pad hast, nicht ein Pathfinder-Ult, wo dann in diesen 5 Sekunden auch wirklich dort bist, sondern weiter, dann ist die Waffe useless, weil die Person steht wieder, sie sind wieder das Dritt, am besten eben. Octane hat sich schon manuell schon fast wieder hochgeheilt und du kommst dort, laufst in 3 gegen 3, wo genau wissen, dass du kommst. Also, G7, wenn du auf Long Range willst gehen, nimmst G7, weil alles drüber bringt effektiv nichts. Ja, ich glaube, ich habe genug gesagt, aber das ist so der logische Gedanke über die Waffe und der Grund, wieso dass sie so hoch geratet ist, weil eben danach kommt nichts mehr und wenn du halt eben ein bisschen auf Safe spielen, dann ist G7 einfach the way to go und sie slappt auch einfach. Auch zu Midrange, sie slappt. Wenn du ein bisschen aimen kannst und noch ein paar Headies triffst, Digga, deine Enemies droppen einfach. Schlimmste Ironside ever, also wirklich ever.
wenn ich die Waffe sehe, gerade ab Drop, dann überlege ich mir zweimal, ob ich es überhaupt aufnehme, weil etwas treffen mit dem Iron Sight, vor allem auf Close Range, ja, ich weiß nicht. Dann tue ich, glaube doch lieber boxen. Aber, wenn es ein bisschen ruhig ist und ich mir so jetzt fühle, ja, meine Mates, die sind jetzt nicht so die super Pusher, ich habe keinen Octane, ich habe keinen Pathfinder, wo jetzt so richtig einfach so behindert in meine Gegner reinsäckeln, sodass ich eigentlich nur auf Close Range muss gehen oder kann gehen. Und so einmal eine Long Range Waffe nehmen, dann ist es sicher die G7. Und ja, da bin ich mir sicher, da bin ich wirklich gespannt. Ja, mit der L-Star und mit der G7. Also, ein Kommentar dazu wäre ich mega froh. Oder ich wäre auch froh, also ich wäre jetzt auch ein bisschen stolz, wenn ich dir ein bisschen Apex auch beibringen kann. Ich, wo überhaupt keine Ahnung habe von Apex, um dir wirklich ein bisschen aufzuzeigen, eigentlich eben, wo die Limite ist in diesem Spiel. Einfach nicht durch mein Gameplay, durch meine Erfahrung, auch durch meine Erfahrung, ja. Aber wie es in der Profiszene aussieht mit den Streamers, du siehst nie einen Sniper. Nie. Du siehst auch selten G7, gebe ich zu. Aber wenn dann halt eben wirklich auf Long Range gehst, dann ist es G7. Punkt. Und glaub mehr muss ich nicht sagen. Oh, von schlimmem Pick zu nächstem schlimmem Pick. Wingman. Oh Mann. Alter, gewisse Leute, vor allem Bravemans und Superveteranen, die werden mich jetzt auffressen. Wie kann ich es wagen? Die Wingman. Die geliebte und beste Wingman in die B-Kategorie zu tun. Wie ist das möglich? Und ich sage dir ganz einfach. Selbst Profispieler hassen die Wingman. Es ist so. Du siehst selbst in den Predator-Lobbys ab und zu mal einen Wingman. Und das ist nur, weil sich die Person sehr, sehr sicher fühlt. Wingman läuft meistens so raus, wenn du dich nur so ein bisschen unwohl fühlst. Also reden wir von 100% Wingman und 99% No Wingman. Dann Gunfights, du wirst einfach so oft Gunfights verlieren, weil einfach es so frustrierend ist, mit der Waffe zu spielen. So oft habe ich das Gefühl, dass Visier auf dem Gegner ist, aber ich treffe den Gegner einfach nicht. Und wieso treffe ich den Gegner nicht? Weil ich einen Millimeter mich verschätzt habe. Und das ist wieder ein Millimeter zu viel gesehen und dort wieder ein Millimeter zu viel. Und das ganze Movement ist so geil, aber genau das stört es dann auch wieder, weil dann eben vielleicht ein bisschen schnell dich links und ein bisschen schnell rechts bewegt hast. Natürlich, jetzt von meiner Sicht und nicht von eurer Sicht. Sie ist wirklich eine Waffe, sie struggelt. Jeder einzelne Spieler struggelt mit der Waffe. Und wenn du sie gemastert hast, Digga, S. Aber, ja, willst du sie wirklich aufnehmen? Das ist immer die Frage. Du droppst und dann siehst du den Wingman und dann fragst du dich, nehme ich die jetzt in die Hand? Weil es sind Gegner in der Nähe. Eine Waffe haben ist gut. Aber treffe ich denn die Gegner überhaupt? Und dann läuft es immer da raus. Deine beiden Mates, du nimmst es auf. Schön. Hast nämlich keine andere Waffe gefunden. Also am besten hast du noch Doppel-Wingman. Du hast einfach 2 Wingmans gefunden und sonst hast du nichts. Deine beiden Mates droppen, halt wie sie halt droppen, weil es halt einfach deine Mates sind, oder? Und einfach sterben einfach instant. Am besten noch Szenario ranked. Und sie schauen dir beide zu. Also du weißt es. Kein Druck, gell? Kein Druck. Und am besten hat einer von deinen Mates geschrieben, dass du absoluter Kackbot bist. Wieso bist du nicht bei ihm gesehen? Der eine ist one und jetzt ist er wieder voll. So, und die beiden schauen dir jetzt zu. Wie du mit 2 Wingmans versuchst, einen Fight zu fighten. Also, ich muss sagen. Also, ich habe noch nie 3 Leute mit der Wingman gekillt. Noch nie. Ist noch nie passiert. Und wenn ich Streamers zuschaue,
ich sehe Streamers, die schaffen das, aber die Gegner schauen dann meistens auch nicht auf dich. 1 gegen 1, ja, 3 gegen 1. Klar, kann man jetzt sagen, es gibt nicht viele Waffen, wo 3 gegen 1 gewinnst. Aber bei alle anderen Waffen oben dran brauchst du weniger Skill und hast eine größere Chance als bei der Wingman. Ach, die Wingman, ich weiss noch, wo sie broken war, 0 und 1. Die Waffe ist zu gut gewesen, viel zu gut. Die Waffe haben sie einfach wirklich angepasst, dass wirklich eigentlich nur noch Vollzeit-Gamer und absolute Pros mit der Waffe können spielen. Und du als Casual und ich als Casual, für uns ist die Waffe eigentlich nichts. Und ja, wenn du mal ein bisschen das Gefühl hast, dass in der Hose ein bisschen mehr Eier hast als sonst, dann nimmst du mal die Wingman und schaust mal, ob sich das bewahrheitet oder nicht. Aber es ist wie es ist die Wingman, sie ist gut, sie ist genauso gut, wie sie schlecht ist. Und da muss sie genau dort, wo sie ist genau in der goldenen Mitte, sie ist die beste Waffe der B-Tier. 50-50 Chance, dass du mit der Wingman triffst. Oh. Ich habe bei vielen Waffen gesagt, dass ich es schwierig gefunden habe, sie zu ranken. R99 fast eines der schwierigsten Waffen gesehen, aus meiner Sicht her. Vielleicht die zweitschwierigste Waffe zum Ranken, würde ich jetzt gerade sagen. Aber R99 ist der kleine Bruder von der Draenor-Lines und im Vergleich mit der Draenor-Lines ist sie einfach viel schlechter. Viel schlechter. Mit Controller, ehrlich gesagt, mit Controller ist der A99 sehr gut. Wirklich sehr gut. Weil, wie soll ich das am besten sagen, ohne sofort zu geflamed werden? Controller haben ein bisschen den Magneteffekt. Ganz klein. Aber er ist da. Der Magneteffekt ist, dass wenn du mit dem Visier auf einen Gegner zielst, das Visier, wenn du relativ genau zielt hast, also reden wir da von Zentimeter, also ja nicht hier in unserer Welt, sondern in der Apex-Welt, dann zieht der Controller gern mal richtig Gegner. So auf die Brust. Ja, und wenn du dann schießt mit dem hohen Rückstoß, dann wird es der Brust ganz schnell Headshot. Und das gibt dann vielleicht so gern mal so 3 Bodies und 3 Heads. So schnell. Und das ist schon Damage. Ja, das ist schon Damage. Was dann mit den restlichen 15 Schüssen passiert, in einem Magazin, wo du hast, ja, spielt ja dann nicht so eine Rolle. Du hast ja schon fast 100 Damage gemacht. Oder? Aber als PC-Spieler, nein, ich versuche mit dieser Waffe wirklich zu spielen und es gibt wirklich einzelne Momente, wo ich wirklich einfach One-Clippe. Das ist wirklich eine Waffe, wo das wirklich möglich ist, mit einem ganzen Magazin einfach Gegner weg zu eliminieren. Das Problem ist, es ist verdammt schwierig. Einfach der Rückstoß ist einfach so groß und so stark, dass es einfach. Sie ist so gut, die Waffe, dass man sie halt wirklich müssen mit dem Rückstoß nerven. Also nicht nerven, sondern einfach müssen ausstatten. Wenn die Waffe einen Rückstoß hätte, wie die Draenor-Lines. Und Draenor-Lines hat schon eine grosse Feuerrate, aber nicht so groß wie die R99. Wenn die R99 einen Rückstoß hat, wie die Draenor-Lines, Digga, R99 wäre sogar bei S Plus, ohne Scheiß. Weil die Waffe, die slappt in dein Gesicht, aber der Rückstoß, meistens triffst die Hälfte von dem Magazin einfach nicht. Und auch dort ist dann so die Sache. Absolute Pro-Gamers, die würden jetzt Wingman R99 spielen. Und das ist eine absolute super Kombination. Aber Casual oder dich zu verbessern irgendwie. Oder irgendwie versuchen, in die Masters raufzukommen. Also wirklich tryharden. Also, da bist du besser mit irgendeiner anderen Waffe. Weil die Waffe, die liebt dich nicht, die hasst dich. Die will, dass du die Kugeln nicht triffst. Und wenn du das schon spürst in dieser Waffe, dass sie das nicht will. Selbst die
goldige R99, wo jetzt mittlerweile wieder nicht mehr goldig ist, selbst die hat sich nicht so angefühlt, als wäre es ein absoluter Laser und würdest absolut zerstören. Der R99 ist so eine Waffe, wo ab 30 Meter eigentlich nur noch tappst mit der Maus. Das heisst immer so ein bisschen, ja, da mal 20 Damage, dort mal 30 Damage, so ein bisschen. Also du bist eben Pred Nummer 1. Dann, ja. Aber die Waffe, die ist eigentlich so, wenn ich mit den Augenbrauen auf deine Augenbrauen ankomme, dann ist R99 absolut top. R99 ist eigentlich wie so eine Schrotflinte. Hitfire, Schrotflinte. Ähnlich wie Prowler, einfach dass Prowler einfach um einiges besser ist und viel präziser in allen Hinsichten. Ja, und darum ist R99 so wie Dunge, es tut mir leid, aber ich mag die Waffe, aber ich mag die Waffe auch nicht. So. Ich freue mich eigentlich oft, wenn ich R99 sehe. Und wenn ich dann aber mit der spiele, dann merke ich wieder, wieso habe ich das eigentlich gemacht? Wieso habe ich die Waffe überhaupt in der Hand? Und sobald ich Adrenalin von einem toten Typ sehe, dann Alter, wird geswitcht, weil das tue ich mir einfach nicht über die ganze Runde an. Neue Waffe. Rampage heisst sie, genau. Oh, also von allen Waffen die schwierigste Waffe zum Kategorisieren gesehen. Die schwierigste Waffe. Alle anderen Waffen sind einfacher gewesen als die. Grund, sie ist nicht neu. Logisch. Alter, selbst ich habe noch nicht so viel mit der gespielt. Und auch Streamers haben noch nicht so viel mit der Waffe gespielt. Aber ich habe wirklich jetzt heute viele Videos von Content Creators angeschaut, nur über Rampage. Und die meisten, die gute Videos gemacht haben über Rampage, also eigentlich alle Videos, alle Content Creator, die ein Video angemacht haben mit Rampage, haben so einen Titel gehabt wie Best Gun in the Game, oh my god, Rampage is so good, Rampage is so broken, absolute Bullshit, Clickbait, Bulle Scheiße, Alter. Rampage ist gut. Ja. Rampage ist gut auf Long Range, ja. Gut auf Midrange, ja. Leute sagen, sie gehen geil im Hitfire, ja. Ist gut im Hitfire, wenn sich das Ziel nicht bewegt. Ganz ehrlich, Gang in die Arena. Also nicht in die Arena, ich meine ins Training. In Shooting Range. Und tu mal Hitfire auf den Dummy. Meldet! Ho! Geiles Hitfire! Wahnsinn! Hitfire mal einen Gegner. Hitfire mal ein Octane, ein Wraith, wo strafed, jumpt, crouched. Nein! Hitfire ist nicht da. Einfach nicht. Die Waffe hat genauso einen schlechten Hitfire wie Spitfire gefühlt. Und Spitfire hat... oh Gott! Ja, Videos, aber... schrecklich! Nein. Und dann schießt sie noch sacklangsam. Also selbst wenn du triffst vielleicht 3 Kugeln, geil, man, in dieser Zeit bist du einfach schon Gewart, Prowlet, einfach alles überdran hat die einfach in der Range eigentlich schon gekillt. Vielleicht sogar gesehen, weil ich weiß es nicht, aber... Alter, Hitfire, nein. Ist mir scheißegal, was die Leute sagen, aber Hitfire ist nicht ihre Stärke. Ausser der Gegner ist wirklich stationär und an dem Punkt frage ich dich ehrlich gesagt, wieso das der Hitfire ist und nicht einfach das Visier schießt. Ja. Aber auf Long Range, geil. Man kann es auch übrigens mit einer Granate ampen, also mit einer Feuergranate. Ja. Finde ich gemischt, habe sehr gemischte Gefühle über das. Ich habe es ein bisschen getestet. Ja. Maximum 2 Magazine bekommst du, also knapp, ich sage mal knapp 2 Magazine mit dem. Es geht wirklich sehr schnell durch. Aber wenn wir nochmal zurückgehen auf die Content Creator, wo die Waffe reviewed haben. Ja, also die Gegner, die ich da gesehen habe, haben nicht so geschossen. Also wirklich nicht. Es tut mir leid, ich habe mehr als eine Stunde Videos angeschaut.
Und in den Games, wo sie mit Rampage wirklich gewonnen haben und gute Gameplays hatten, die Gegner, die haben nicht zurückgeschossen. Es tut mir echt leid. Die haben nicht zurückgeschossen. Und klar sieht eine Waffe richtig geil aus. Klar kannst du eine Waffe richtig geil verkaufen. Digga, wenn meine Gegner nicht zurückschießen, Alter, Digga, ich würde mit der F-Tier-Waffe 20 Bomb machen, wenn sie nicht zurückschießen. Logisch. Nein, wirklich. Ist so. Aber Rampage, ich habe sie vor die Hemlock stehen. Die Hemlock ist natürlich gerade die nächste Waffe, die ich anspreche. Weil sie ein bisschen besser ist als die Hemlock. Wenn du nicht auf Burst stehst, sondern auf Single Fire, respektive, also ich habe schon gelesen, die meisten Leute haben gesagt, es ist so ein bisschen ein Hemlock im Single Fire, also ein Single Fire Hemlock im Full-Auto-Modus. Das ist so ein bisschen die Rampage. Und bin ich auch der Meinung, ja, auch das Gefühl, dass es genau das ist. Eben auf Long Range ziemlich gut, also wirklich sehr stark auf Long Range. Eigentlich fast an dem Punkt, wo man muss sagen, ob G7, ob sie nicht so gut ist wie G7. Ich sage nein, aber sie ist sicher als die zweitbeste Long Range Waffe in diesem Spiel. Und da muss sie dort, wo sie ist, völlig verdient, großes Magazin. Fantastisches Ironside. Ich weiß nicht. Respawn hat sich da wirklich endlich mal etwas überlegt und mal ein gutes Ironside gemacht. Nicht so wie bei 90% der anderen Waffen. Wirklich fantastisch. Brauchst du eigentlich gar kein Visier. Aber ja. Sie ist cool. Sie ist cool. Hast gute Bereicherung zum Spiel. Besonders jetzt, wo der Spitfire im Care Package ist. Eben Slow Fire Rate hat sie natürlich. Aber wer das ein bisschen liegt und ein bisschen auf so Mid- to Long Range spielen, ja, ist gut. Aber wird kompetitiv wahrscheinlich nicht so zum Einsatz kommen. Bin ich fast überzeugt. Ja. Rampage, was man nicht vergessen. Das habe ich jetzt vielleicht muss ich vielleicht noch erwähnen. Rampage hat einen gewissen Überraschungsfaktor. Und zwar, wenn du sie mit der Granate ampen oder reffen, ich weiß nicht, wieso sie so behindert genannt haben. Also viele Leute sagen das. Dann kann man mit dieser Waffe Türen kaputt schießen. Und das ist die einzige Waffe, die das kann. Und ich habe in gewissen Streams wirklich verdutzte Gegner gesehen, die völlig nicht drauf klargekommen sind. Die natürlich ein klassisches Door-Healing gemacht haben. Und ja, natürlich völlig verrissen worden sind von so etwas. Aber das ist, sobald Leute wissen, dass du die Waffe in der Hand hast, muss man sich einfach ein bisschen darauf einstellen. Und ja, man darf nicht vergessen, du musst natürlich dann auch eine Feuergranate im Inventar haben. Oder respektive den Platz haben, um permanent Feuergranaten mit dir umzutragen. Ja, klar. Ich habe oft gewisse Granaten, also eine gewisse Anzahl von Granaten dabei. Aber eben, die Granate ist relativ schnell aufgebraucht und der Moment, wie oft der Moment wirklich vorkommt, ja, ist dann dahingestellt. Sie kann das ist geil. Und es sieht auch richtig geil aus für so eine Art wie Trailer-Moment. Aber ja, balanced. Ich finde sie sehr balanced. Sie ist eine sehr gute Waffe. Und sie ist eigentlich genauso wie jede neue Waffe sollte sein. Wirklich nicht in der oberen Hälfte oder ja, eigentlich so ein bisschen im Mittelfeld. So perfekt eigentlich zum entweder noch ein bisschen anpassen. Für ein bisschen schlechter oder ein bisschen besser, je nachdem, wie sie die Waffe, wenn sie bei Launch halt rauskommt, wie stark das sie den Impact macht. Genau. So, ich glaube, ich muss mal das Licht an, weil es wird langsam dunkel. Und meine Fresse wird eigentlich nur noch rot beleuchtet. Rampage ist Türen, dann kommen wir zur nächsten Waffe und das wäre die Hemlock, wie schon angesprochen. Ich mag Burst-Waffen, absolut. Ich finde es eines der besten Waffenkategorien, die es für mich Spielstil allgemein. Allerdings in diesem Spiel in Apex überzeugt Burst-Waffen, oder ja, eins von zwei Burst-Waffen leider nicht so. Problem sicher daran ist,
dass in Season 7, was ich gehört habe, weil ich erst in Season 8 wieder eingestiegen bin, falls ich es nicht vorher schon mal falsch gesagt habe, habe ich es jetzt richtig gesagt. In Season 7 ist Hemlock oben gesehen bei den Kraber. Eigentlich fast schon. Oder neben der 301 dazwischen drinnen nehmen. Absolute Zerstörerwaffe gesehen. Die schlimmste Waffe, die es gibt auf diesem Planet. Einfach weil sie genau das gemacht hat, was eine Burstwaffe macht. Und zwar sehr präzise, mit kleiner Verzögerung, immer eine Salve auf den Körper, auf den Kopf schießen. Und das hat sie genau das gemacht. Genau das hat sie gemacht. Und genau das ist eben so mein Spielstil eigentlich in jedem Shooter, in das Battlefield COD, you name it. Ist Burst eigentlich immer meine favorisierte Wahl gesehen. Und ja, das hat sie mal gemacht. Das macht sie nicht mehr. Zum Glück für viele Leute. Schade für mich. Ich spiele sie gleich gern, aber sie ist doch weit zurückgekehrt. Was eigentlich auch aber okay ist, weil niemand hat eigentlich Bock innerhalb von 1,0 Sekunden zu droppen in Apex, in einem Spiel, wo Time to Kill relativ hoch ist. Und das hat sie vorher einfach gemacht, einfach 2 Bursts in den Kopf, 6 Kugeln 3 und du bist weg gewesen. Und ja, das ist heutzutage immer noch möglich. Mit 1000 Stunden von Training wahrscheinlich. Weil ich es schon in der Firing Range habe ich es auch schon öfters geschafft, 2 Bursten. Aber Bub musst du krass sein mit dem Aim, dass du das schaffst. Dass du alle 3 Schüsse aus dem Burst auf den Körper bringst. Momentan finde ich, es ist eigentlich so ein bisschen schon nur 3 Kugeln und auf dem Midrange auf den Body zu bekommen, ist challenging. Nicht unmöglich, aber ist challenging. Und ja, also ich sage, ich mache oft Eis Body, also eine Kugel aus dem Burst Body, der zweite geht in den Kopf und der dritte geht irgendjemand hin. Und ja, das ist einfach zu wenig, oder? Für dass sie wirklich in der Top-Kategorie ist. Leider. Kann man nicht anders machen. Ich finde es gleich eine gute Waffe und habe sie gerne in der Hand. Aber ja, zu mir hat es einfach nicht. Also langt es einfach nicht. Devotion. Ich vergesse deren Namen irgendwie immer, weil ich kann mir den blöden Namen irgendwie nicht merken. Ich finde Devotion kann genau etwas gut. Und das ist einfach Munition. Also nicht nur etwas, aber ein paar Sachen, aber vor allem eine Kategorie und das ist vor allem Munition fressen. Die Waffe frisst einfach Energy weg und wie du bist zu lange auf dem Trigger und dann hast du keine Munition mehr. Disgustingly gut, wenn sie mal in Fahrt gekommen ist. Das Problem ist, selbst auch mit dem Turbocharger, wenn Leute, Gegner, wissen, du hast Devotion, werden sie dementsprechend die einfach outplayen. Du bist immer im Nachteil mit den ersten Schuss. Das heisst, selbst wenn du gleichzeitig schießt, die ersten Schüsse von dem Gegner werden die melden und du wirst auch noch nicht groß angerichtet haben. Sie werden wieder in Cover gehen und du bist da mit wenig Health und wirst dann wahrscheinlich müssen heilen und in dem Moment du heilst, wirst pusht und bist down. Ja, das ist so die Geschichte von der Devotion. Grund wieso, dass sie einfach wirklich dort ist, wo sie ist. Ansonsten, wenn du mit Devotion von einem Dach springst mit Turbocharger und vorne Gegner in seine Augenbrauen springst, ja. Also dann musst du ihn eigentlich innerhalb von 1,2 Sekunden einfach weg haben. Mindestens. Weil die Waffe slappt. Aber halt, sie slappt genauso gut wie eine Schrotflinte. Sie slappt wahrscheinlich sogar besser als eine Schrotflinte. Aber es ist leider ein riesen Ding. Und allgemein sehr unpraktisch. Aber ich muss sagen, Rampart mit Walls
wo vor allem der First Shot, der Disadvantage vom First Shot korrigieren, ist sie doch um einiges besser, aber eben nur bei einer Legende und ja, das kann nicht der Grund sein, um sie höher zu einstufen. Sie slappt auf Gegner, die gar keine Möglichkeit haben, irgendwie Cover zu finden. Ja, im offenen Feld, wenn du wirklich mal eine Seele findest, die wirklich mal völlig lost ist, aber dann können auch die anderen Waffen Damage machen. Aber ja. Eigentlich eine gute Waffe, aber ich finde sie jetzt doch sehr unterlegen im Vergleich zu den anderen. Aber doch, im Vergleich zu anderen Waffen, eins von den besseren Waffen, wenn du gerade Early droppst und sie gerade in der Hand hast und mehrere Gegner in der Umgebung sind, ist sie sicher im S-Case, wenn die anderen Leute noch Mosambix haben oder auch 99 mit wenig Munition, dann ja, ist sie fantastisch. Aber das ist dann wirklich der einzige Punkt, wo ich wirklich empfehle, sie zu spielen, und das ist wirklich gerade der Anfang. Und sobald die erste Phase durch ist, mit der ersten Gegnerwelle und die Ruhe hast und noch lebst, dann nimmst du irgendetwas anderes als sie. So, PK Peacekeeper. Alter, auf eine Art liebe ich die Waffe, aber auf eine Art auch gar nicht. Es ist eine Schrotflinte, was willst du machen? Sie ist nicht die beste Schrotflinte, sie ist aber auch nicht die schlechteste Schrotflinte, bei weitem nicht. Sie ist brauchbar. Sie ist wirklich sehr brauchbar. Ich mag sie. Sie ist vor allem eine sehr gute finnische Waffe. Sie ist eigentlich das Beste, was die Waffe kann, ist genockte Spieler zu killen. Das kann sie wirklich fantastisch gut. Sie ist gut, wenn Gegner wirklich nicht mehr so viel Health haben. Eben als finnische Waffe. Aber ja, es ist auch so ein bisschen so ein Hit-Miss. Das Pallet macht glaube ich 9 Damage. Das ist doch relativ hoch für die restliche Kategorie von Schrotflinten, die wir hier haben in Apex. Und es ist wahrscheinlich eben, wenn du Schrotflinten stehst und noch keine Eva hast, dann nimmst du einen Peacekeeper. Und sobald du Eva findest, dann wird es eigentlich, ja, würde man dir eigentlich raten, die Eva zu nehmen. Klar, es ist nicht mehr so sentimental. Ist mir jetzt auch erst gerade passiert. Das hast du dann halt schon 3 Kills gemacht mit dem Peacekeeper. Es läuft gerade, dann behaltest du. Aber eigentlich, ja, nimmst du einen Iva. Und ja, für mich sind Schrotflinten noch nicht gedacht. Zum Glück. Ich weiss noch, Season 0, Peacekeeper mit dem Joke. Digga, das war ein Sniper gewesen. Das hat mir niemand geglaubt, aber mit dem Joke hast du über 50 Meter noch irgendwie 80 Damage gemacht, wenn du wirklich gut gezielt hast. Und das war völlig crazy gewesen und ich habe sie geliebt. Und dann ist sie ja ins Care Package gekommen, aus meiner Sicht. Oder ich bin dann gegangen von Apex. Weg davon. Und als ich dann zurückgekommen bin ich persönlich also nicht überrascht gewesen, dass sie immer noch im Care Package ist. Ja, ich finde, sie ist eine richtige Groundwaffe. Sie gehört nicht ins Care Package, sie ist ein wichtiger Bestandteil von Apex. Und ich mag sie auch sehr. Aber ja, ist halt wirklich einfach eine finnische Waffe und für das auch jetzt nicht der Creme de la Creme. So, RE45. Ich habe die Waffe gehasst. Über die ganze Apex-Zeit habe ich die Waffe gehasst. RE45. Und plötzlich habe ich gegen Ende von letzter Saison angefangen, mit der ein bisschen zu spielen. Voll kittet mit Hop-Up, mit Goldvisier, mit Goldmag, mit violettem Barrel. Und die Waffe war geil gewesen. Sie ist unerwartet gut gewesen. Einfach das Hitfire, das Finishen, für wenn du wirklich einfach blind willst, einfach noch irgendjemanden wegfinishen, ohne groß zu aimen
Oder gleich dann noch eine blöde Bangelo um den Weg kommt und du einfach noch schnell kannst sagen, ja, ich has gerne ein Visier. Und ich sonst nicht so gerne irgendeinen 99 neben dran hatte, ist sie wirklich, habe ich sie wirklich surprisingly gut gefunden. Also eigentlich eine richtige underrated Waffe. Auch in Arenas. Allerdings muss man jetzt sagen, dass das Hop-Up weg ist. Das heisst, ja, RE45 ist auch durch das ein bisschen schlechter geworden. Durch das getraue ich mir die Waffe nicht irgendwie höher einzustufen als das, was sie jetzt ist. Ja, keine Chance. Also, ist eine okay Waffe. Vorher hätte ich noch gesagt, sie ist eine gute Waffe. Jetzt hätte ich gesagt, ohne Hop-Up. Es sind doch wieder eher auf der nüchternen Seite. Sicher eine Waffe, die man aufhebt am Anfang. Aber ja, sobald etwas von oben dran ist, ja, macht es nicht mehr so viel Sinn, sie mitzunehmen. Ja, ist vor allem für gewisse Leute auch als Attachment halten für Max und für Barrels, für den Adrenolines oder ja, für nicht A99. Oder G7. Ja, je nachdem, was man halt so Bock hat. Aber ja, für mich langt es wahrscheinlich dann einfach auch wirklich nicht mehr. So. Nächster Pick. Und wieso die so hoch ist, Digga, ganz einfach. Mosambik ist über Jahre hinweg, wirklich Jahre, wirklich über 2 Jahre gefühlt, die schlechteste Waffe gewesen. Wirklich, die Waffe ist der Köder gewesen. Das ist, oh mein Gott, die Waffe ist so scheiße gewesen. Das ist so ein Meme gewesen, die in Mosambik. So behindert, aber jetzt, ich denke, ihr Ruf, ihre 2-jährige Ruf, schadet dieser Waffe einfach immer noch. Es ist eine Schrotflinte. Und aus meiner Sicht ist es nicht die schlechteste Schrotflinte. Bei weitem nicht. Wieso? Also, was kann die Mosambik wirklich gut? Oder anders gesagt, Schrotflinten sind für das gedacht, dass man mit der Hauptwaffe Damage macht. 150 Damage, 160 Damage, 180 Damage, you name it. Der Gegner steht aber noch, du musst nachladen. Dann nimmst du deine Secondary. Mosambik. Easy. Mosambik macht den Damage-Unterschied. Mosambik macht seine 40 Damage. Wenn du ein bisschen zielst. Du darfst nicht Hitfire mit der Waffe, du musst einfach durchs Visier zielen. Hast sogar einen schönen Movement Speed noch, weil Mosambik, glaube ich, in die Pistol-Kategorie gehört. Das heisst, hast Wingman Movement. Und die macht das Damage. Sie hat 6 Schuss. Wie kannst du 6 Schüsse in einen halbtoten. Wie bekommst du den nicht tot? Sie ist eine super finnische Waffe. Ich weiß nicht, was du willst. Sie hat die gleiche Hitfire. Oder sogar gleiche. Ach, fuck meine Nase. Sie hat die gleiche, mittlerweile vielleicht sogar die schnellere Feuerrate als die Eva. Also zum Finish eigentlich genial. Aber wenn die Eva mehr slappt, ist sie doch, was das anbelangt, sehr gut. Und was wir nicht vergessen, das vergessen viele, Peacekeeper kann ja auf Long Range auch noch Damage machen. Das Problem ist, bis Peacekeeper auf Long Range Damage machen kann, muss sie zuerst aufladen. Und das geht so seine gefühlt 2 Sekunden. Gefühlt geht es einfach eine Ewigkeit. Und meistens hat dann der Gegner halt dann doch Cover gefunden. Aus irgendeinem Grund. Oder kannst du ihn einfach nicht mehr treffen. Mosambik hat einfach von Anfang an schon ziemlich hohe Range. Und das macht es irgendwie mega deadly. So, sagen wir eben Fights. Der Gegner hat noch seine 180, respektive seine 20 Leben. Er ist auf der anderen Seite vom Dach, 30 Meter weg. Mosambik.
Ohne Witz, mir ist ja oft Kills gemacht, so, mit dem Mosambik. Wie du hast 6 Schuss. Dann triffst du halt nur einen von deinen 3 Pellets. Dann schießt du gerade noch einen zweiten, dann triffst du halt nochmal einen und dann ist er dann auch gesehen. Also wirklich, ich finde Mosambik seit den letzten Patches, seit dem vor dem Magazin auf 6 schleppt. Ich finde es sehr underrated Secondary. Und ja, vor allem, eben, wenn du nichts Besseres findest über das ganze Spiel oder einfach wirklich dich sicher fühlst mit dem Mosam, ist ein guter Pick. Sie ist nicht die beste Waffe, logisch. Und sie ist auch nicht die beste Schrotflinte, aber sie ist nicht die schlechteste. Wirklich nicht. Und wenn halt doch das ein bisschen liegt und doch die Nische ein bisschen zu dir gehört, dass du eben gerne noch auf eine bisschen weitere Distanz jemanden willst gerne finishen mit der finnischen Waffe, der wird Mosambik eben ziemlich genau in die Nische reinpassen. Und ich sage, eben, viele Leute finden die Waffe einfach scheiße, weil sie einfach den Ruf gehabt hat früher und ihre Erinnerungen von damals euch einfach in den Kopf eingebrennt hat, dass die Waffe schlecht ist. Aber glaubt mir, die Waffe ist gut, sie ist okay, so wie sie ist. Und würde man es besser machen, wo wir schon mal gehabt haben, ich glaube im 1. April-Event, wo wir Goldkey Mosambik bekommen haben mit Distortion Rounds, was auch schon völlig broken gesehen ist. Distortion, nicht Distortion, da so Flash, schon wieder vergessen, wie es heisst, wo mehr Damage auf Flash macht. Holy shit, wenn das Hop-Up wieder zurückkommt, Mosambik wird da auch Peacekeeper gerade verdrängen. Mit 9 Kugeln, holy shit. Mit goldigem Bolt. Boy, das ist so witzig gewesen. Die Woche oder die paar Tage, wie lange das Event war, ich habe nur mit der goldigen Mosambik gespielt und das ist so geil gewesen. Ich habe es so geil gefunden. Und seitdem habe ich so ein bisschen so eine Liebe bekommen für den Mosambik. Und die Liebe, die haltet weiterhin an. Und ja, ich spiele es auch ein bisschen für die Memes ab und zu. Wenn ich den Leuten sage, ich spiele mit dem Mosambiker Secondary, einfach die Reaktionen finde ich witzig. Aber tatsächlich spiele ich es auch ein bisschen also sogar ernst und ich finde es gut. So, ich glaube, ich habe zu viel über Mosambik geredet, aber ich finde, man muss es doch auch mal gesagt haben. Die nächste Waffe würde ich in der Arena relativ hoch ranken. Battle Royale. Es ist die beste Sniper. Ground Loot, beste Sniper. Sniper-Munition. Sniper-Munition ist scheiße, aber es ist eine gute Addition zum Spiel, aber es ist halt gleich unnütz. Sniper ist in diesem Spiel so effektiv wie. Ich könnte jetzt irgendeinen Vergleich machen, aber es fällt mir wirklich nichts ein. Sniper ist ziemlich useless. Und da sind eigentlich alle Sniper sehr low. Sehr low. Alle Long-Range-Waffen sind relativ low aus G7. Weil eben alles nach G7. Die sind alle besser auf Long-Range als G7. Also eben drüber. Aber an diesem Punkt macht es einfach gar keinen Sinn mehr. Und Sniper macht eigentlich Spaß, aber im Apex macht es eigentlich gar keinen Spaß. Apex ist wirklich so ein Spiel, da willst du eigentlich snipen, oder du hast Lust zum Snipen, aber dann merkst du, das ist eigentlich nicht das Spiel zum Snipen und dann lässt du es einfach wieder sein. Aber ja, von den Sniper, wo du am Boden findest, ist die Longbow doch die beste Wahl. Einfach vom Fire Rate her und von der Versatilität her, dass du auch noch auf Midrange doch noch Schaden kannst machen und einigermaßen mit der etwas noch triffst. Und auch ein bisschen Time to Kill, auf einen Time to Kill kommst, wo noch einigermaßen annehmbar ist im Vergleich zu allen anderen Sniper. Ja, dann geht es natürlich eben durch, oder ja, mit der Sniper, Charge Rifle ist dann wahrscheinlich das zweitbessere. Dort Charge Rifle ist natürlich für super lange Distanzen die beste Waffe. Aber eben, super lange Distanzen, das bringt da halt wirklich nur etwas,
wenn der eine Solo ist und du ihn einfach von 500 Metern mit dem Laser weglaserst in den Kopf und der wirklich so ein Bot ist, nach dem ersten Schuss immer sich immer noch keinen Zentimeter bewegt, dann ja, Free Kill easy, oder? Aber ist so eine Damage-Farm-Waffe, wie oft das Damage-Farm-Waffe braucht, ist für das eigentlich ganz okay. Ja, ein bisschen versucht mit der zu spielen, aber ich habe es nicht fertig gebracht, wirklich viel Damage mit der Waffe zu machen. Es ist so eine Waffe, wo auf Close Range, gewisse Leute sagen, Close Range ist sie richtig geil. Ich highly disagree. Sie ist vielleicht für eine Horizon. Ich weiß, in der Tactical ist sie relativ geil, weil sie ist eigentlich immer 100% genau, eben weil es ein Laser ist. Aber ja, nachladen ist gut so lang. Es ist so ein Klotz von Waffen. Es ist so speziell auch. Aber es ist gleich, es ist ein Sniper. Und wir sind alle froh, dass sie nicht so gut ist, wie sie schon mal gesehen ist, weil das ist einfach lächerlich, wenn die Waffe ein bisschen zu OP ist. Viele Leute, die die Waffe im Ranked brauchen, ja, also respektive nicht viele Leute brauchen die Waffe in Ranked. Die Leute, die die Waffe in Ranked spielen, sind eigentlich Cheater. Weil das ist die absolute Cheater-Waffe. Ich meine, du kannst von jeder Distanz Headies geben. Von wirklich jeder Distanz. Und das ist die absolute Cheater-Waffe. Ja. Mehr muss man da nicht sagen, aber für einen normalen Mensch ist es eigentlich keine Option. Selbst für einen Master-Player ist es keine Option. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, die Waffe zu spielen. Sentinel, ja, ist einfach der Mini-Craper, aber ist einfach scheiße. Etwas Downen mit der Sentinel ist einfach, bekommst auch nur hin, wenn eben, entweder sind sie low, oder du tust die mit einem Kollegen zusammen und die haben beide eine Sentinel und ich bin mit den Leuten gemeinsam zusammen, also abgesprochen. Aber dann kannst du auch eigentlich einen Longbow nehmen, die dann noch bessere Feuerraten. Falls du mal nicht triffst, dann musst du nicht via Bolt Action den nächsten Schuss reinhauen, wo dann auch wieder 5 Sekunden gefühlt geht. Du kannst es chargen, wow, dann macht es ein bisschen mehr Damage. Ja, ist okay, aber eben auf die Distanz, wo du die Waffe brauchen willst, ist es ein easy Heal für den Gegner. Und er weiss jetzt, dass du da bist und ist sicher gescheiter gesehen, wär's, wenn du einfach so ihm gelaufen wärst, unbekannt, unbemerkt und auch der Punkt, wo du mit jeder anderen Waffe kannst Damage machen kannst, einfach schießen. Also die Sentinel ist einfach auch so eine Waffe, die einfach Aufmerksamkeit generiert. Weil sie einfach verdammt laut ist. Sie ist mega geil, sieht mega geil aus. Und am liebsten würde ich mit dieser Waffe überall quickscopen. Und wenn es möglich wäre, also ich sag's, also wenn es einen Hardcore-Modus würde geben, also so als Jux, und mit der Sentinel via Kopftreffer die Leute knockst, aber mit violettem Schild, dann würde ich tatsächlich die Sentinel relativ hoch einstufen. Und der Spaßfaktor wäre natürlich dann auch riesig. Eben kannst du dann geile Montages machen und so. Weil die Waffe ist eigentlich auch wirklich voll die Montagewaffe. Aber das Problem ist, der Damage ist so low. Digga, sie ist einfach nicht rewarding. Im Battlefield mit einer Bolt Action bist du auch eigentlich völlig aufgeschmissen, aber wenn du einen Heady triffst, dann ist der Typ tot und gibt geile Clips. Im COD musst du ja den Leuten nur in die Kleinzeichen schmeißen und die droppen und gibt auch geile Clips. Aber Apex ist echt nicht die Welt und dort gehört eigentlich auch Sentinel nicht rein. So, kommen wir zu der letzten Kategorie. Das sind die Waffen, die ich euch empfehle, gar nicht erst vom Boden aufzunehmen. Weil die Waffen haben irgendetwas an sich, wo einfach, sie können eigentlich nichts Gutes. Sie sind eigentlich nur ein Pain in the ass für dich, für mich, für jeden, der sie braucht. Und wahrscheinlich 90% von der Zeit, wo ihr die Waffe aufgenommen habt, denkt ihr euch, wieso
habe ich die Waffe überhaupt aufgelesen. Wieso habe ich nicht einfach meine Füße genommen? Wenn ich meine Füße genommen hätte, dann hat der Gegner jetzt Knock. Und jetzt bin ich einfach Knock, weil ich einfach der Bot bin und meine Waffe einfach genau nicht das gemacht hat, was ich wollte. So, die beste von den schlechtesten Waffen ist 3030. Die bekommt so viele Buffs und sie ist immer noch so schlecht. Ich weiß nicht, was mit der Waffe ist. Sie kann einfach genau. Sie hat die Lücke, sie füllt genau die Lücke, wo es damals nicht gegeben hat, respektive damals die Longbow ist schon eine Heavy-Waffe gesehen. Hat es keine Sniper-Munition gegeben. Das war geil gewesen, das war eine geile Zeit gewesen. Und da ist die Longbow eigentlich ein bisschen 30-30 gesehen. Ist damals, selbst dann ist die Longbow damals besser gesehen als die 30-30 jetzt. Sie kann so viel 30-30, aber durch das sie so viel kann und so eine spezielle Waffe ist, kann sie eigentlich auch gleich nicht richtig gut. Sie ist eine Long-Range-Waffe. Long-Range, eben, haben wir schon mal angesprochen, ist einfach nicht useful. Sie hat ein behindertes Nachladesystem. Die einen finden das geil, aber grundsätzlich ist es einfach, bist einfach mehr am Nachladen als etwas anderes. Klar, jetzt mit der neuen Season, sie haben gepatcht, ja. Sie haben mit einem Stock, kannst du es viel, viel schneller nachladen. Ja, ich habe es ausprobiert, es ist wirklich viel schneller. Aber das Problem ist ja nicht nur das Nachladen gesehen, sondern es ist dann effektiv, es ist eine Long-Range-Waffe, aber sie ist auf Long-Range nicht so stark wie alle anderen Sniper. Logischerweise nicht. Und ja, eben, du kannst es chargen, aber das Chargen an sich macht, wenn du spammst, macht Spammen mehr Schaden als das Chargen. Also wieso chargen sie überhaupt? Also ist Chargen völlig für nichts an dieser Waffe. Und allgemein, ich habe das Gefühl, für das es eine Präzisionswaffe ist, ist es verdammt unpräzise. Also ich habe auch schon einen Clip, den ich auf dem Ende Video hatte, wo sie wirklich gefühlt eigentlich getroffen bist, aber dann gleich nicht getroffen bist. Es ist halt, ja, in diesem Clip hat es sicher auch an mir gelegen, aber die Waffe hat mir wirklich so das Gefühl gegeben, ich war jetzt wirklich voll drauf. Aber bin ich nicht gesehen und es ist wirklich so etwas so, da weigere ich mich fast schon, so eine Waffe aufzunehmen, weil aus Ironside ist nicht befriedigend. Ja, und eben 6 Schüsse. Und dann hast du jetzt einen Updrop. Und dann nimmst du so auf, dann hast du deine 6 Schüsse. Dann ja, brauchst du 5 gefühlt, bis einer down ist. Weil die Waffe einfach so behindert ist. Und ja, lad dann nochmal nach, da ist sein Mate da. Lad die Waffe mal nach und der sieht dich. Nein. Dann du kommst irgendwie noch nicht mehr, dann schießt du schnell im Nachladen. Moment, weil das ist ja auch so eine Feature von dieser Waffe. Wenn du schießt, während du nachladest, dann hört logischerweise das Nachladen auf. Das Problem ist, wenn du aus irgendeinem panischen Grund, ich weiss, das ist jetzt für einen Anfängerspieler, aber das ist auch ein bisschen eine Anfängerliste. Wenn du aus dem panischen Grund irgendwie schießt und während du Nachladen bist, keine andere Waffe kannst schießen, während du nachladest. Ja. Dann hört das Nachladen logischerweise auf. Und dann sagen wir eben, im besten Fall, du hast es einen genockt mit dieser Waffe. Ohne Magazin, ohne Attachments, nichts. Jetzt kommt der zweite Mate. Du bist am Nachladen. Du panikst. Also er schießt auf dich, du panikst, du schießt. Und jetzt hast du genau 2 Schüsse in deiner Waffe. Hast irgendwie einfach das Gefühl gehabt, du hast ja nachgeladen, oder? Versuchst es zu contesten, schießt 2 Schüsse, hast wieder keine Munition mehr drin. Ja, keine Chance, du bist tot. Und das ist sicher so, das ist mir passiert, das ist sicher anderen Spielern sicher auch passiert. Da bin ich sicher nicht ich der grösste Bot. Ich finde, die Waffe ist einfach wirklich. Ich habe die Waffe, wo sie rausgekommen ist in Season 8, habe ich die Waffe wirklich eigentlich das Gefühl gehabt, das ist eine Waffe für mich. Also wirklich oft den Tank noch aufgespielt. Also gar mit jemandem darüber geredet, wo auch das Gefühl der Meinung ist, dass sie eigentlich relativ gut ist. Und wenn man das zweite spielt, eben so ein bisschen Sniper-Duo auf so Mid-Long-Range, dann hat es auch wirklich Spaß gemacht, aber boah, holy shit. Ich wüsste auch nicht, wie man die Waffen besser machen, ganz ehrlich. Ich finde es ziemlich. Ich finde,
vielleicht sogar das Magazin würde dieser Waffe vielleicht gar nicht so schlecht tun. Ich liebe es noch, also das Nachladen sieht so geil aus. Aber ich weiß nicht. Ich würd Charge einfach weglassen und wahrscheinlich mehr Damage geben. Weil das Charge ist so vernünftig. Es ist so vernünftig. Und vielleicht ein bisschen mehr Headshot Damage, ja. Das würde es vielleicht ein bisschen besser machen. Dann würde es vielleicht immerhin Snipers outshinen. Das einzige Positive an dieser Waffe ist, dass sie keine Sniper-Munition braucht, aber der Rest ist... Nein. Sorry, Leute. So, P2020. Ja. Season 8 mit dem geilen Hop-Up. Ist sogar eins von meinen Lieblings-Secondaries gewesen. Ist so krass gewesen. So eine geile Feuerrate auch. Wirklich, es hat wirklich können durchspammen. Auch Hitfire ist krass gewesen. Hast du dich wirklich wie ein Agent gefühlt. Also ich habe mich wirklich wie ein Agent gefühlt. Also ich habe es richtig gefeiert. Also auch ein bisschen für die Memes. Aber einfach, dass sie wirklich auch gut gesehen ist. Aber gesehen, das Hop-Up ist weg. Sie haben das Fire Rate genervt. Sie haben den Damage genervt. Sie haben gefühlt alles genervt in der Waffe, außer die Magazinkapazität, haben sie um eine Kugel erhöht. Und ja, sie ist eigentlich genau wieder an dem Punkt, wo sie eigentlich schon seit Tag 1 gesehen ist. Und zwar gilt es eins von der schlechtesten Waffen in Apex. Die meisten würden sagen, es ist die schlechteste Waffe in Apex. Ich finde, ehrlich gesagt, ist es nicht die schlechteste Waffe, logisch, seht ihr ja. Und zwar nur aus Gründen, weil die anderen beiden Waffen so frustrierend und so schlimm sind, dass ich sie gleich höher gesetzt habe. Einfach nur, weil sie einfach dann am Schluss gleich das macht, was sie sollte. Und zwar ist es einfach ein Single-Fire-Pistol mit einem scheiß Visier. Und wenig Damage. Mastiff. Vom Mastiff Legend Season 8 zu absolut Bottom-Tier, F-Tier, schlechteste Schrotflinte, schlechteste Secondary. So eine schlechte Waffe. So schlecht. So schlecht. Ich habe kein Wort für die Waffe. Es ist so schwierig zu begreifen, wieso die Waffe so schlecht ist. Es fällt mir auch nicht so einfach zu erklären, wieso die Waffe so schlecht ist. Aber ich versuche es jetzt gleich. Und zwar, der Grund, wieso die Waffe so schlecht ist der Pallet Spread. Der Pallet Spread ist so behindert. Er ist ja horizontal. Und horizontaler Pallet Spread ist schon ziemlich speziell. Allerdings ist der früher okay gewesen. Ja, früher, das war eines der ersten Goldwaffen gewesen, mit der Kraber zusammen. Und dann ist sie wirklich krank gewesen. Wirklich, Pallet Spread ist ziemlich... ist nicht so gesehen, sondern es ist so. Aber Mastiff, heute, ist einfach dicker als seine Mann, Digga. Hey, nein. Wie oft du mit dieser Waffe einfach 7 triffst. Ist einfach unglaublich. Wirklich. Nächste Nähe 7. Und das liegt... Jo, logisch liegt es an dir. Aber selbst Pros hassen die Waffe. Weil sie so inkonsistent ist. Du kannst für Frames to Frames verschiedene Situationen vergleichen. Wirklich 1 zu 1. Gleiches Aim, gleicher Gegner, also gleiche Position. Und du machst unterschiedliche Damage-Zahlen. Es ist einfach eine Würfelzahl. Und das Problem ist, sie würfelt eigentlich... Stell dir einen Würfel vor mit einer 6 und 5 1. Das ist Mastiff. Genau das. Das ist 1 zu 6 gefühlt, dass du eine High Damage Nummer mit der Mastiff bekommst. Ich finde, die Waffe gehört ins Care Package und gehört wieder zu deren Waffen, die einfach flexen, die einfach das machen, was sie für das, was sie designt sind, und zwar in deine Fresse, Close Range, boom, und du bist weg. Die Waffe macht das einfach nicht mehr. Die ist einfach eine riesen Enttäuschung. Und
man kann einfach nichts dazu sagen. Die Waffe, das Einzige für die Waffe gut ist noch die Player killen. Wirklich mit dem Visier den Lauf ins Maul stopfen und dann abdrücken. Das kann die Mastiff. Das ist das Einzige, was die Waffe kann. Alles andere kann sie nicht. Wirklich die Waffe ab 10 Meter kannst du nicht mehr brauchen. Und das ist die einzige Waffe, die so eine Close Range hat. Wirklich jede einzelne andere Waffe in diesem Scheißspiel kommt sicherlich über 10 Meter. Aber der Mastiff schafft es nicht. Ja. Dann kannst du das Ganze durch. Mit dem Mastiff kannst du wirklich, wenn ein bisschen Bewegung im Spiel ist, und es ist immer Bewegung im Spiel, wie das Apex ist, es heisst ja eigentlich nicht Apex Legends, sondern Apex Super Move, Supersonic, Rocket, Jump XL. Ja. Wenn deine Gegner bewegen sich, du wirst nie wirklich Damage machen über 10 Meter. Und wenn die Gegner eben, du müsstest einfach mal selber austesten. Geh mal 1 gegen 1 mit irgendeinem Rave oder Watson, irgendjemand, der ganz kleine Hitbox hat und der bewegt sich ein bisschen im Kreis und ein bisschen dodgt und so. Und versuch mal, also über 10 Meter, und versuch mal mit dem ganzen Magazin dann die Person zu downen. Und du wirst feststellen, nein, nicht, auch 10 Mal nicht mal einig. Und das ist einfach so frustrierend, und darum gehört die Waffe einfach genau dorthin, wo ich sehe, da. Nimm die Waffe. Ich würde ohne Scheiß, ich würde die Waffe nicht aufnehmen. Ich freue mich mehr über den Mosambik als über einen Mastiff. Ja, ernsthaft. Nimm die Waffe nicht. Es ist so schlecht. So schlecht. So. Jetzt muss man sich aber noch überlegen. Ich finde die Mastiff so schlecht. Und sie ist gleich nicht die schlechteste Waffe in Apex. Wie kann man noch schlechter sein als die Mastiff? Der Bogen. Der Bogen, der rausgekommen ist, er ist so behindert gut gewesen. Er ist viel zu stark gewesen. Er macht keinen Sound, logisch, es ist ein Bogen. Und er hat Hitfire, ist krank gewesen. Du hast über 100 Meter Hitfire, du hast echt gar nicht müssen zielen. Das ist krank gewesen, das ist gut gewesen. Das ist zu krass gewesen. Und das haben sie auch gepatcht. Und sie haben es richtig gepatcht. Ganz ehrlich. Oh ja, so viele Bilder in meinem Kopf. Aber der Bogen ist, wenn du mit dem Bogen spielst. Sorry, ich weiß nicht, was in dir abgeht, aber erstens mal Munition, hä? Find mal Munition. Find mal viel. Niemand spielt mit dem Bogen, weil es scheiße ist, erstens mal. Niemand. Das heisst, klar, du kannst nicht viel wieder aufsammeln. Digga, das Spiel geht hure schnell. Als ob du da überall deine scheiß Pfeile wieder einsammeln. Das macht niemand. Das heisst, du wirst relativ schnell keine Pfeile mehr haben. So, das ist das erste Problem. Das zweite Problem. Treffen. Hitfire, wie gesagt, nicht mehr existent, selbst auf Nöri ist es wie so ein kleines Würfelspiel. Du machst vielleicht mehr Damage auf Close Range als die Mastiff, aber die Fire Rate ist scheiße. Die Long Range ist scheiße. Munitionskapazität, ist zwar endlos, aber eben eigentlich auch nicht, weil du limitiert bist, weil nie viele findest. Über den Bogen, wie kann man den Bogen eigentlich noch Angst zusammenfassen, als das ich jetzt gerade gemacht habe? Bogen ist letzte Saison goldig gewesen. Ja. Ich habe kein einziges Mal einen Gegner gesehen, den ich gekillt habe, der bei sich hat. Nie.
Ich habe sicher jede goldige Waffe gesehen. Ganz knapp mal ein Sentinel, wirklich ganz knapp mal. Aber ein Bogen? Nein. Ich als Loba-Main kann eigentlich so am besten zusammenfassen. Beste Geschichte kurz. Du droppst, du gehst zu dem Fist Club oder Fight Club, der Pathfinder bei Olympus, wo ja High-Tier-Loot-Gegend ist. Oder allgemein irgendeine blaue Zone, wo goldige Items spawnen. Oder eben goldige Items allgemein spawnen. Wenn dort der Bogen gespawnt ist, ich weiss, dass dort der Bogen gespawnt ist. Weißt du wieso? Der hat nämlich niemand mitgenommen. Der liegt immer noch dort. Die ganze Areal ist gelootet. Das Einzige, was noch dort liegt, ist der goldige Bogen. Der nimmt niemand mit. Niemand. Der hat niemand mitgenommen. Der ist so useless gewesen. Das ist die eigentlich Zusammenfassung. Wenn selbst die beste Version von dieser Waffe mit 2 Hop-Ups keine spielt. Keine. Weil sie so inkonsistent ist, so ungenau gefühlt. Das Einzige, was die Waffe kann, ist, sie ist silent. Und das ist geil. Das ist krass. Ich glaube, ich habe schon seit Season 0 gesagt, eigentlich müsste es auch noch Schalldämpfer geben. Das wäre für Apex völlig krank, aber ja. Und jetzt haben wir eine Silent-Waffe und die ist völlig für nichts. Ich bin froh, dass sie für nichts ist. Aber ja. Und ein non-geiler Spruch, den ich vielleicht für den Bogen auf den Plan hat. Also, das nächste Problem, oder vielleicht auch noch das letzte abschließende Problem vom Bogen. Also, irgendjemand, der Herr der Ringe kennt. Ich liebe Herr der Ringe. Zum Zusammenfassen. Okay, dort haben wir den Legolas. Wenn du der Legolas bist und du der beste Spieler bist mit dem Bogen, klar, du sagst, Bogen ist geil. Cool. Legolas sagt, Bogen ist geil, Axt ist nicht geil. So, ja. Legolas sagt, ist Bogen geil, weil es halt Long Range ist halt sein Stil. Aber jetzt stell dir mal vor, einfach mal vom Szenario, so wie Apex aufgebaut ist, Fight, wie heißt der zweite Herr der Ringe Film? Also, Herr der Ringe, die 2 Türme, die Riesenschlacht, da wo der Legolas und Gimli und einfach alle richtig abgegangen sind. Okay, stell dir jetzt einfach mal die Szene vor. Okay, hä? Du bist der Legolas. In Apex, eben genau gleiche Situation. Hunderte von Orks, Hunderttausende von Orks, okay. So. Jetzt haben sie alle eine Axt, also sie haben einfach ihre Füße. Und du hast den Bogen und ja, let's go, bam, 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 hey, die Füße sind geil. Die 1000er Killstreak, Alter, 1000er Badge, gerade abgesahnet. 100k Damage in einem Game, auch schön abgesahnet, so. Und jetzt gibst du Orks einfach jedem ein Spitfire. Und der Legolas behaltet seinen Bogen. Was denkst du, wie hätte erst der Film geendet? Wenn die Orks anstatt Axt und Schwert und Speer Spitfires in der Hand hätten? Ich sage euch wie. Der Legolas, der wäre auch nicht auf seine 20 Bomb gekommen. Der wäre eigentlich relativ schnell einfach dead und gewiped. Ja. Das ist so ein bisschen mein Ansatz vom Bogen. Der Bogen ist schlecht und der Bogen kann keine einzige Waffe mithalten. Völlig knapp gegen den Mastiff, aber schon nur, dass der Bogen so user-unfreundlich ist und es fast noch unpraktischer ist als der Mastiff. Der Mastiff hast immerhin Munition. Du findest immerhin noch Munition und das Hop-Up bringt vielleicht immerhin noch ein bisschen etwas, respektive der Bolt. Aber die Hop-Ups, der Bogen bringen nichts. Das Visier ist, selbst egal welches Visier du draufklatscht, es triffst gleich nichts. Ich weiß gar nicht, wie man den scheiß Bogen, wo man da überhaupt muss Visier halten, damit man auf der Haupt auf einen Gegner trifft. Vielleicht muss man das irgendwie, keine Ahnung,
Vielleicht gibt es irgendein Bogentutorial, wo sagt, ja, das Visier darf nicht auf Punkt genau sein, sondern du musst leicht irgendwie so 2 cm weiter rechts, weil der Bogen zielt noch irgendwie, macht irgendeine Kurve. Also respektive der Pfeil macht irgendeine Kurve und nur durch so, anstatt ein Bullet Drop macht es auch wahrscheinlich einen Kurven Drop, keine Ahnung, Kurve mit wahrscheinlich der Wind noch Einfluss nimmt auf die Pfeile. Sehr wahrscheinlich nimmt das sogar Einfluss, der scheiß Wind, auf die Pfeile, weil anders können wir es nicht erklären, wieso, dass man einfach gar nichts mit dem scheiß Bogen trifft und einfach wirklich niemand mit dem Ding spielt. Und wie gesagt, ich bin froh, der Bogen ist ganz unten von mir aus, also es gibt eigentlich 2 Möglichkeiten für den Bogen. Möglichkeit Nummer 1, man nimmt ihn mit aus dem Spiel, weil es ist schön gesehen, man hat es versucht, aber er bringt nichts. Klar, Respawn wird das nie machen, nie. Also ich gehe stark davon aus, aber ich würde es empfehlen. Und wenn man dann halt davon ausgeht, dass man ihn nicht aus dem Spiel nimmt, dann kommt man halt auf Möglichkeit 2. Und Möglichkeit 2 wäre, man tut ein Care Package und und geht dann einfach wieder und macht man einfach das zu einem krassen Hipfire. Ja. Dann gibst du ihm halt irgendwie, kann ich so 64 Pfeile, wo nicht kannst aufnehmen, die einfach kaputt gehen. Und hast das krasseste Hipfire und das werden die andere Möglichkeit. Aber das Problem ist, das ist halt wieder eine Care Package Waffe und ob man dann nicht auch wirklich dann mitnimmt, wenn man wirklich Care Package Waffe laut hofft und dann den Bogen drin hat, ob man sich dann darüber freut oder wie bei der Triple Take dann lieber sich 2-mal überlegt, ob man dann doch lieber jetzt einfach weiterläuft, weil man doch einen Graben hat wollen. Ja. Das ist so ein bisschen meine Meinung von ganzen, ich glaube, ich habe so lange geschnurrt. So lang, das wird so ein langes Video. Ich hoffe, ich bekomme das demnächst noch raus. Auf dem Kanal und ja. Ja. Ja, wenn ihr wirklich jetzt noch so lange bei mir gesehen sind, dann hey, Props, Digga, Alter. Wer bist du überhaupt, dass du so lange ein Video schaust? Wahrscheinlich sind nur die Pixel hier noch bei mir. Aber hey, Digga, ich muss so ein langes Video machen. Wäre mal an der Zeit. Ich finde, das hat es mir mega gut getan. Einfach mal meine ganzen Gedanken einfach mal so auf den Tisch klopfen. Und wenn irgendjemand mich jetzt mal fragen, auch im privaten Raum einfach mal fragen, keine Ahnung, hey, die Waffen und so, wenn man mal einfach über Apex quatscht, ich finde die Waffen relativ gut. Digga, dann drücke ich den einfach in mein Gesicht. Drücke ich einfach den Link ins Gesicht und sage mal, schau mal, ich habe in diesem Video ganz klar erklärt, was ich von dieser Waffe halte und wo ich sie sehe. Und ja, dann muss ich mir auch gar nicht erklären, weil ich habe es schon gemacht. Aber ja, also, eben, um jetzt mal zu einem Punkt zu kommen. S bis A wird man auf jeden Fall im Competitive, also S bis BR99 dort, also mit einem Mauszeiger, ich weiß nicht, ob der überhaupt aufnimmt, also hier A99 bis hier, von hier bis hier wird im kompetitiven Modus auf jeden Fall gespielt werden und zum Einsatz kommen. Alles hier, wenn sich hier nichts ändert, hier in diesem Bereich, in irgendeiner Form, dann gehe ich nicht davon aus, dass wir eine Rampage werden oft sehen oder ein Hemlock. Ja, Peacekeeper wäre vielleicht noch eher eine Waffe, die man vielleicht ab und zu mal sieht, aber das ist dann meistens nur mal ein Slot zum Storen für eine Eva. Genau, als Platzhalter. Ja, und sonst ja. Ja. Ich glaube, ich habe wirklich alles gesagt. Alles gesagt, was man kann sagen. Ich melde mich sonst mal ab. Danke fürs Schauen, fürs Zuhören, fürs Chillen. Ja. Wenn so lang das Video geschaut hast, Kollege. Digga, zocken wir mal ein bisschen Apex. Weil
Also du gehörst zu meinen Bros. Ja. Schreib mir sonst privat und wenn du meine Nummer nicht hast und das Video so lange geschaut hast, Digga, schreib in den Kommentar, dass du so lange geschaut hast und ich antworte dir sofort zurück. Also ja, sobald ich Zeit habe, zurück und dann schauen wir mal, dass wir mal zusammen zocken oder so. Weil, Alter, du bist eine kranke Sau, Digga. Ich weiß nicht, wie ich schnitt das Video sicher, aber Alter, das wird gleich fucking lang. Und ja. Ey. Brudi, Bros, Bitches. Adieu. Ich liebe dich. Einen schönen.